Wir kommen zu Kategorie 3 und damit zu einer Liebesliedkategorie, in die nur ein kleiner Prozentteil von Liebesliedern hineinfällt, was ich persönlich auch ein bisschen schade finde, denn gerade bei Kategorie 3 handelt es sich um meine Lieblingskategorie. Sie lässt sich etwa folgendermaßen zusammenfassen. Unsere Liebe dauert nun schon ewig und seit unserer Hochzeit hat es sich mit dem Ledigsein erledigt. Jetzt wohnen wir im selben Haus, ich seh dich Tag ein, Tag aus und ich frag mich, Gott sei mir gnädig, wie komm ich da nur wieder raus? Ich liebe sie nicht mehr, sie behandelt mich wie Dreck. Früher liebte ich nicht so sehr wie sie, jetzt will ich nur noch weg. Sie meckert immer zu und quält mich bis aufs Blut. Ganz egal, was ich auch tu, sie findet es nicht gut. Sie ist ein wahrer Drachen, ein gemeiner und perfider. Ich muss dem ein Ende machen, doch ich sage immer wieder: Ja, Schatz, du hast natürlich recht. Ja, Schatz, ja, ich weiß, das war schlecht. Ja, Schatz, nein, ich möchte keinen Streit. Ja, Schatz, es tut mir schrecklich leid. Das kann doch gar nicht sein, ich meine nein und sage ja. Das war schon immer mein Problem, auch damals vorm Altar. Der Teufel soll sie holen, sie bringt mich noch ins Grab. Doch ein Freund hat mir empfohlen: Mensch, jetzt hakt die Sache doch mal ab. Ja, genau, die Idee ist genial. Na warte, Frau, wenn du mich wieder mal mit deiner spitzen Zunge piesackst, hack ich die Sache ab mit der Axt. Auch wenn du dann Reue beteuerst, zu spät, ich hol die Axt. Das war das letzte Mal, dass du rumzukeifen wagst, weil ich hab ein Beil. Ich will, dass du winselnd in dir zusammensackst, wenn ich vor dir stehe mit der Axt. Weil du unentwegt an meinen Nerven nagst, mit der Axt. Weil du mich mit plumpen Plattitüden plagst, mit der Axt. Weil du alle meine Freunde mehr verjagst, weil die Axt das Einzige ist, was da noch hilft, wenn du mich fragst. Und alle ich stell mir gerade vor, ich schneide dir ein Ohr ab. Ach was, papalapap. Ich schneide beide ab. Ich schwinge guter Dinge meine Axt und singe, als ich mit der Klinge deinen Hals durchdringe. Ich treibe eine Kluft durch Luft und Speiseröhre, zertrenne Muskelstränge, wobei ich leise höre, wie schön dir doch im Nacken deine Knochen knacken. Doch genug der Worte, Taten warten. Ich gehe in das Bauhaus und suche mit Bedacht eine Axt für meine Frau aus und warte auf die Nacht. Ich schleich mich in ihr Zimmer, da liegt sie tief im Schlaf auf ihrem Bett wie immer und schlummert still und brav. Der
Der Wind bläht die Gardine und ich freu mich, gleich geschieht's. Da sagt sie mit verschlafener Miene: Tür zu, jetzt zieht's! Ja, Schatz, ich mach die Tür zu. Ja, Schatz, dann hast du deinen Brief. Ja, Schatz, ich hab auch das Fenster zugemacht. Ja, Schatz, ich geh schon. Gute Nacht. Naja, was soll's? Hack ich halt Holz.